Oh ja, so sieht's aus. Es ist wieder mal Zeit für ein neues Splatfest. Hallo, hallo. Wer ist mit dabei? Ein neues Splatfest. Juhe, wir sind alle dabei. Ist auf Sendung, was? Ah, ich freue mich. Marco, Muri und Dingsbum. So, was ist dein Lieblingsgeschmack? Genau, darum geht's hier an diesem Splatfest diesmal. Scharf, süß, sauer. Ich frage mich, warum diese Konstellation, die finde ich ein bisschen seltsam. Abgesehen davon, dass sie Anfang Januar 2023 kommen, also direkt frisch im neuen Jahr. Ja, warum diese Themen? Und warum ist Salzig nicht mit dabei? Mein Scharf, ja gut, scharf als Geschmack zu betiteln. Gut, ist eigentlich kein Geschmacksrezeptor von dem her im eigentlichen Sinn, aber gut, ja, ist halt trotzdem ein Schmerzempfinden. Ne? Ist eigentlich ein Schmerz, scharf. Aber abgesehen davon, scharf, süß, sauer und wir sind natürlich jetzt hier bereits in einem zweiten Teil des Splatfestes, sprich nach der ersten Hälfte, logischerweise. Denn ich hoffe ja, dass wir jetzt mal auch ein bisschen eine Chance haben auf die Dreifachkämpfe. Also ein Halbzeitbericht natürlich. Wir wissen, in der ersten Halbzeit sind ganz normale Farbkämpfe, Standardkämpfe halt. Lustigerweise hatte ich immer nur gegen Team Süß zu catchen, nie gegen Team Sauer. Ich glaube, es sind so wenige Team Sauer dabei. Vermutlich sind deswegen in Führung, oder? Nö, Team Süß, okay. Die sind jetzt in Führung, aber wie? Weil wir die Besten sind. Spitzenbild, Team Süß. In zwei Streiten reißen wir uns in Dreifachmatches raus. Stimmt. Ja, so ist ruhig, Mann. Ja, Dreifachkämpfe. Ja, Mann. Okay, und dann Arenen. Also machen so wie beim letzten Mal, Leute, dass ich jetzt einfach eine Folge mache, wo wir hoffentlich auf die Dreifachkämpfe stoßen werden, aber natürlich auch normale Kämpfe drin haben, ist klar. Dann haben wir somit wieder mal eine Let's Play Online Folge, oder Let's Fight Online Folge, Let's Play Online Folge, wie auch immer. Gab jetzt aber wieder eine Weile nichts von mir in der Hinsicht. Das hat aber auch einen bestimmten Grund. Also mal abgesehen davon natürlich mit Release anderer Spiele oder DLCs, eben gerade bei Anno, der Pokémon und dann natürlich Weihnachten, Neujahr, Krankheiten etc. etc. kam alles zusammen. Dann natürlich wie immer alles scheiße. Ich könnte eigentlich mal gucken, ob man noch irgendwas Spezielles hier drin hätte. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Noch irgendwas bei dir? Etwas Schönes zum Knuspern. Ah, Knusper, Knusper, Knäuschen. Er knuspert an meiner Tortilla. Was? Vielen Dank, kommt bald wieder. Ja. Splatfest offen, Splatfest Dreifach-Match. Wäre natürlich wünschenswert, war. Jetzt Online-Spiel nicht geguckt. Ernsthaft? Entschuldigung. Das wäre möglich, dass beim letzten Mal. Am letzten Match, das war. Doch, ich war in einer Gruppe drin. Die anderen haben die Gruppe verlassen, weil sie soweit eigentlich auch fertig waren und so und langsam aufhören wollten. Ich bin, glaube ich, während des, wenn eine Diskussion und wirklich aufhören wollen, alle, bin ich, glaube ich, irgendwie ins Pausenmenü gegangen. Dann kann es natürlich sein, dass man das Spiel trotzdem gedacht hätte, ich wäre noch drin. Ja, wäre möglich. Entschuldigung dafür. Ja, genau, was ich sagen wollte. In den letzten Folgen und so. In der letzten Folge habe ich irgendwie angefangen mit den Rangkämpfen. Ich glaube, da ging es darum, dass wir von B- glaube ich, auf A hochkommen oder so. Das Problem haben wir mittlerweile gemerkt, die werden ja pro Anfang eines neuen Monats wieder zurückgesetzt. Nee, ja, da waren die natürlich jetzt ein bisschen doof. Und deswegen muss es eigentlich da warten, bis der neue Monat angefangen hat. Andererseits bin ich jetzt privat komplett irgendwie im Pokémon-Fieber und so. Und ja, ist ein bisschen schwierig. Ich könnte auch einfach mal diese Anarchie, diese Rangkämpfe momentan ein bisschen unterbinden. Was anderes zocken. Bei Splatoon 3. Story-Modus wäre zwar eine Idee, aber das wäre eigentlich eher kein Let's Play online. Oh! Der erste Kampf Dreifach, okay. Krass. Das ist Glück. Team Scharf und Team Sauer. Na gut, Petri Hall und so, wa? Oh Mann, ey. Erstmal natürlich alles einfärben, ne, ist klar.
Also mache ich gerne so. Gut, ich meine, ich hab's, aber bringt mir jetzt nicht so, weil ich es nicht einsetzen konnte. Du kannst es trotzdem einsetzen? Ne, ich glaube, gegen nur in dem Moment, oder? Ups, den haben wir nicht gesehen. Ich dachte, das wäre wieder unser eigener. Scheiße. Okay, mal gucken. Hä? So viel zum Winkel rausgeschossen war super. Team Süßes hat doch Scheiße. Ja gut, da bringt nichts, ja noch einen Schutz drauf. Hä? Oh, zu spät gesehen. Ja gut. Aber jetzt 3 von ihnen gekillt. Bringt mir aber nichts, weil ich selber rausgeflogen bin. Und ich glaube, die anderen haben es gar nicht gecheckt, dass ich da... Wo ist mein Kumpel eigentlich gerade? Ich glaube, hier ohne mit dem anderen zu quatschen ist schwierig, weil wir nur zu zweit sind. Wir haben es noch gut was weggemacht. Gut, Team Sauer gar nichts geschafft, ganz ehrlich. Immerhin einmal so eine Absache geholt. Naja, Team Süß ist halt scheiße. Süß, was steht schon auf süß? Ein glorreicher Fan, wie ich einer bin. So. Noah Sun. So, mehr Punkte geholt, weniger gekillt, aber. Die anderen haben irgendwie gar nichts gerissen. Immerhin, die Dinger haben sie ein bisschen geholt, wa? Tja, Mann, wer kann, der kann, wa? Mit dem Roller, da bin ich fix wie ein Roller. Huch! Nein, bleib hier! Schweinerei. Ich muss sagen, ich feiere ihm noch den Schild. Natürlich jetzt scheiße, dass ich keinen Tintenanzug mehr habe, dass man natürlich meine ganze Strategie, die ich eigentlich habe, zunichte. Die ich normalerweise hätte. Ich meine, ja, ich könnte Ninja-Effekte drauf packen. Das Problem ist einfach, ihr müsst eigentlich... Also meine braucht natürlich die Ressourcen dafür, den versetzen können. Dann müssen natürlich auch daran denken, dass er nachher da zurückpacken muss. Weil das Blattfest-Shirt ist nachher da weg. Und ich bezweifle das Spiel, dass ich speichere von wegen...
der Michael hat beim letzten Splatfest den Effekt geändert vom Multiplikator zum Ninja. Und deswegen hat er beim nächsten Splatfest wieder den Ninja drauf. Glaubt nicht, dass das Spiel das irgendwie so sich merken würde. Was ist denn heute los? Ist schon ein Dreihauptkampf. Irgendwas geändert oder so, sonst können sie mehr Dreihauptkämpfe haben. Ich meine, es ist prinzipiell cool. Ich wundere mich bloß. Vielleicht auch einen anderen Teamkameraden oder auf die Waffe gewechselt. Ne, ist dasselbe. Die Waffe gewechselt. Da war ich mal fragen, wie der hier hochkam. Achso, hier. Wie es gerade eigentlich ganz fies wäre. Ich gerade überlegt habe, wenn man jetzt zum Beispiel bei so einer Map ich jetzt als Mitglied von Team Schaf jetzt zu der Base von Team Sauer rübergehen würde. Um bei ihnen einzufärben. Bei ihnen bin ich so die feine englische Art, wa? Ja, Mann. Maximus Schweinikuss. Dann geht's nicht. Ernsthaft jetzt um die Ecke rum. Pixel. Mhm. Was ist denn jetzt plötzlich los, ey? Ich treffe gar nichts mehr mit dem Roller. Hä? Was macht denn der für Moves da? Was war denn das? Ist der irgendwie gerade... Hä? Das sah aus wie das Sliden auf der Tinte. Also fast schon ein bisschen wie eine Art Moonwalk. Das sah ja ganz creepy aus. Wow, diesmal aber gar nichts gerissen, ey. Alter, wie scheiße. Ja, ich habe irgendwie aber auch Mühe auf so einer Map mit dem Roller, muss ich zugeben. Das hat aber auch irgendwie mit den ganzen Stufen und so zu tun, die es überall ein bisschen hat. Und den Erhöhungen. Und andererseits, das ist das Hauptproblem, wie schon so oft gesagt, ich zocke hauptsächlich Splatoon in Tablet-Mode. Und da, ich muss einfach immer wieder sagen, es ist einfach da nicht, klar, Auflösung und so, Grafik natürlich ein bisschen
reduzierter als hier auf im TV-Mode. Aber ich finde es trotzdem, es läuft flüssiger. Für mich persönlich jetzt halt. Auch die Steuerung ist für mich halt, da sag ich jetzt mal, angenehmer als hier mit dem Pro-Controller. Ja, ich muss halt immer ein bisschen üben vorher. Damit ich halt wieder ein bisschen Schwung reinkomme und darauf einlassen kann, wegen, ah ja, jetzt ist halt wieder nicht mehr Tablet-Mode, TV-Mode, sprich eben, es ist halt ein bisschen... Das Gefühl ist ein bisschen anders. Schon der Dreifach-Kampf, ey, Alter. Cool. Und wenn es so weiterläuft, eine ganz Folge Dreifach-Kämpfe wäre schon geil. Das heißt, es hat so viele von Team Süß, gut, so könnte das sein, wa? Ja, warte mal, es ist ein Dreifach-Kampf mit Team Sauer in der Mitte, aber das ist gerade etwas verpasst. Ich bin leicht verwirrt gerade, dass Team Sauer in der Mitte haben plötzlich. Hä? Dann plötzlich Dreifachkämpfe. Sag mal! Der geht mir auf den Sack, hey. Hä? Der kam schon wieder von mir vorbei. Was ist denn los hier? Ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, Raum in dieser Let's Play Online-Reihe. Wenn ich nur noch auf dem Ding zocken kann. So. Was ist denn ein richtiges Team oder so? Wirkt so koordiniert das Ganze. Ja, die von Team Süß sind natürlich ständig down. Ja, natürlich in die Mitte, du Arschloch. Das war aber eine Kraftausdruck, aber muss jetzt einfach mal sein. Okay, Jungs, das bringt so nichts auf Einzelkämpfe, müssen hier mal ein bisschen als Team ran. Ah, Mist. Das ist einfach, sorry, wenn ich das so sage, aber schlechtes Teamplay von uns. Also sowohl jetzt von Team Scharf als auch von Team Süß. Ah, gibt es halt mal eine andere Map hier? Mann, ich hasse die Map mittlerweile. Warum war jetzt Team Sauer plötzlich zu viert? Das verstehe ich gerade irgendwie nicht. Ich bin mir gerade so doof. Jetzt haben sie irgendwie einfach die Farm gewechselt oder so. Bin natürlich zum Teil auch zu ungeduldig, das auch, aber trotzdem, das war einfach. Das war jetzt nicht so geil. Die sind doch ein Team Sauer. Natürlich gerade jetzt nicht mehr. Ne, sauer sind schon die Gelben. Generell. Keine Ahnung, was hier los war. Na egal.
Hauptsache wir haben möglichst viele Dreifachkämpfe, wa? Das ist eigentlich das, was wir gerade wollten. Trotzdem seltsam, dass sie einfach gewechselt haben. Da haben sie wirklich irgendwie ein Update eingespielt, die Entwickler, dass wenn ich sage, hey, ich will einen Dreifachkampf haben, dann kriege ich auch einen. Wäre irgendwie cool, irgendwie auch ein bisschen seltsam. Ich denke mir jetzt gerade, wie man das überhaupt machen will. Vor allem natürlich in einer Situation, dass angenommen das führende Team ist das Team, was auch am wenigsten Spieler hat. Was in der Vergangenheit auch bei Splatoon 2 ja oftmals der Fall war. Was? Sind wir lauter scharf? Sie hat geändert, toll. Jetzt heißt Scharf gegen Scharf gegen Scharf. What the fuck? Also ja, WTF. Ja gut, verteidigen wir es einfach mal, wa? Man versteht jetzt gar nicht, was hier abgeht. Nix da. Aua. Das tat weh. Ich werde so ein bisschen mehr einfärben, Freunde. Also nicht nur die Dinger beschützen. Ups, das war eine Doppelkombi. Nein, 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 nein. Wow, alle 4 von uns sind down. Ja, super. Hä? Haben wir so oft getroffen und trotzdem nicht erledigt, oder was? Ja, aber gut, dann haben sie wirklich so als eingebaut, dass wenn es halt zu wenig Spieler gäbe, einen vernünftigen Dreifachkampf, dann ja, drüben dann gegeneinander an, also halt eine andere Konstellation einfach. Oh je, oh je, trotzdem gerne mal eine andere Map. Ist jetzt immer auf die festgelegt, kann aber nicht wahr sein, ey. Ja, natürlich auch die Superwaffe zu wenig eingesetzt, aber ganz ehrlich, irgendwie die Spezialwaffen im Spiel, die Konstellationen, die gefallen mir nicht mehr so sehr wie auch schon. Naja. Aber ja, scheinbar kann man jetzt einen Dreifachkampf, wenn man den wirklich speziell will, kriegt man den halt immer. Egal, ob es jetzt gegen eigene Teammitglieder, gegen andere ist. Jetzt gerade mal, ja, mit dem Ding, ja, nicht mehr so gut wie auch schon. Obwohl ja eigentlich, so wäre eigentlich auch mal cool, so quasi als Supporter.
Pfannenschwapper, 3R-Schwapper vielleicht auch eher. Trommelschwapper müssen wir besser zielen können. 3R-Schwapper, ja, die gefallen mir sekundär und so Waffen nicht so gut. Und dann Vicious Platana. Da gefällt mir zumindest die Hartwaffe jetzt nicht so geil wie andere, aber. Also doch gefallen mir schon. Aber sagen wir mal so, andere Primärwaffe gefallen mir jetzt besser. Dafür habe ich hier, wie ich finde, relativ coole Sekundär- und vor allem natürlich Primärwaffe. Aber andererseits auf der Map mit der Spezialwaffe die ganzen Kanten und Erhöhungen und so. Was zum? Genau, eigentlich war mein Ziel, dass ich mir so sage, hey, Sekundärwaffe einsetzen, um den anderen zu treffen und dann währenddessen nicht auf ihn einhämmern. Ja, jetzt sind wir gegen die Sauren. Weil es wohl aktuell wenig süße Mitspieler hat, wa? Okay, cool. Dreifarbkampf mal ein bisschen anders. Zum Färben ist der eigentlich schon geil, muss ich zugeben. Trotzdem vielleicht gerne einmal einen Sieg heute, da wäre vielleicht mal ganz nett. Ja. Wenn es nur darum geht, die anderen irgendwie wegzudonnern, müsste ich halt wieder dran vorbeifahren. Mist, ich hatte ihn fast. Oh, ein Krampanz hier ist natürlich genial, ey. Alter. Ja, Krampanzer hier ist gut. Hä? Hat er irgendwie broken oder so? Okay, mega lag. Einer hat abgehauen. Nein! Wieso habe ich keine Farbe mehr, Mann? Egal was ich mache, es läuft gar nichts. Aber wirklich gar nichts läuft heute. Das ist einfach nur scheiße, ganz ehrlich, ey. Ich? Wie? Da fragen wir gerade auch. Das haben wir jetzt eigentlich schon 30 Minuten. Nee.
bin ich eine Niederlage gewährt. Ja, wobei, es war ja einer von Team Süß, also ein anderer einer vom anderen Zweierteam, so. Irgendwie einen einigermaßen persönlichen Abschluss muss ich doch noch hinkriegen. Sonst wäre es schlecht. Ja, so schlecht. Boing. Boing. Ja, aber ansonsten eben generell, dass jetzt die Dreifachkämpfe offenbar immer zustande kommen. Und dann halt Not halt auch mit eigenen Teammitgliedern vom eigenen Team. Ja. Ist eigentlich auch richtig so, ganz ehrlich, wenn ich sage, ich will explizit einen Dreifachkampf, will ich auch einen. Klar, wenn ich dann halt in der Vierergruppe bin, weil es halt zu wenige Mitglieder gab vom führenden Team hat, die in der Mitte sein könnten, okay, dann ist halt so. Dann muss ich mich halt befassen. Aber ansonsten finde ich das schon nicer, als so wie es zuvor war. Oh, come on. Jetzt kommt, jetzt wähle ich nochmal ein Dreifach-Match aus, aber jetzt kommt dafür kein Dreifach-Match. Ah, ihr habt es gerade gesehen, ist nur eine einzige Arena, okay. Deswegen haben wir immer dieselbe Arena, weil für Dreifach-Matches gilt ja immer dieselbe Arena in diesen 2 Stunden, glaube ich, war. Weil nach 2 Stunden messen die Maps ja wieder. Ja, macht Sinn. War doch damals bei Splatoon 2, wo es noch diese speziellen Splatfest-Arenen gab. Also die ganz speziellen Splatfest-Arenen. War halt auch immer dieselbe. Weil das war ja eine Spezialmap, die sah auch komplett anders aus und so als normale Maps. Hier haben wir zwar die normalen Standard-Maps, aber halt für Dreifach-Matches ausgelegt. Na, geht doch. So, komm. Glorreicher Scharfen. Yeah. Weil ich dazu jetzt sagen muss, glorreicher Scharfen klingt so, als wäre so ein Typ, der sagt, ja, je schärfer, desto besser. Das stimmt natürlich nicht, hä? Also ganz kurz auch noch erwähnen darf. Scharf, ja, oftmals. Man sagt ja auch, scharf sei gesund. Also zumindest ein bisschen scharf. Und muss natürlich auch immer eine Kombination passen, natürlich auch gerade vom Tag her, weil es natürlich auch komplett anders mal sein könnte. Oh, Rusty Spoon schon wieder. Ich meine, wenn du natürlich irgendwie so einen schlechten Tag hast und so eine Marken gar keinen Bock hat, dann würde ich auf Scharf wieder verzichten. So, mein Kollege ist wieder down. Da kommt wieder der Double. Sag mal. Der war gerade scheiße schnell unterwegs. Kann das sein? Alter, hat er gerade einen Speed drauf. Oh, ich muss mal ganz schnell weg. Ah, kommst du nicht vom Fleck, hey. Ja, Double, da bringt so nichts, da müssen wir zusammen ran, Kumpel. Mal ganz kurz auf ihn. Da ist er. Wenn er natürlich jetzt die Vorhut machen will, dann gebe ich ihm jetzt mal das Gefühl, dass er es auch kann und darf.
Ja, komm schon, Rusty Spoon, holen dir. Ich weiß, er ist ein Team sauer, aber ich habe keinen Bock mehr auf das Team süß. Mist, fast. Hätte es fast gehabt, hey, Alter. Das wäre eine. Ich meine, die Strategie selber ist cool mit dem Schild. Bringt natürlich nichts, wenn das Spiel das Gefühl hat, oh, nee. Ja, nee, das ist so schwierig hier. In einem Zweier-Team, wie es nicht mit dem Kamerad absprechen kannst. Also eine Falle aufstellen, damit er nach vorne kann und so wäre eigentlich so eine geile Idee. Ups, aber jetzt ein bisschen zu lange. Kann ich da rein? Ja, super. Nee, da bringt so nichts. Du brauchst auch andere Waffen. Ich meine, der Shield selber ist cool. Damit ich da eben quasi abblocken könnte. Aber ich bräuchte eigentlich noch einen Mitspieler, mindestens einen, der noch so einen Kugelball hätte. Naja. Ich meine, ist so oder so schwierig, sagen wir ganz ehrlich. In der Mitte aus hast du, wie ich finde, eigentlich das viel bessere Übersicht auch. Klar kann es mal sein, dass einer durchrutscht und bei dir alles platt macht und so. So im Signal Vorstoß. Ja, okay, aber das wird vermutlich auch noch besser gehen. Naja. Aber soll es erst für mich soweit gewesen sein. Und ich meine, 3 habe ich soweit. Da hatte gar keinen. Die Süßen von dem her. Die Sauren, Entschuldigung, hat irgendwie auch nichts. Naja. Kann man so machen oder eben auch nicht. Leute, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's mit dem Splatfest hier von dem. Ich wollte gerade sagen, vom diesjährigen. Nein, natürlich vom aktuellen Splatfest hier, von dem Thema scharf, süß oder sauer. Und bin natürlich auch gespannt, wer das Ganze gewinnen wird. Wobei eben, so war nicht so eigentlich großartig etwas. Nicht so, also plötzlich, gut, ein paar Muscheln kriegt man dafür und so, ja, ist klar, aber trotzdem. Ich gucke mal, ob ich vielleicht noch mal ein bisschen weiter zocke, vielleicht noch hier und die, vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, normale Matches noch machen, statt Dreifachkämpfe und so zur Abwechslung. Aber trotzdem mal nicht so eine Folge komplett nur Dreifachkämpfe zu haben, weil wir es sonst eigentlich nie hatten. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.